Das kleine Waldstück, das Landwirt Anto mit seinem Traktor ansteuert, verfolgt ihn in seinen Albträumen. Seit dem Vorfall von vor 4 Jahren. Hier wäre Anto beinahe ums Leben gekommen, auf einem Weg, den er zuvor bereits dutzende Male befahren hatte. Nirgendwo ist es hier sicher. Auch der Wald hier gilt als Risikogebiet. Mehrere Leute waren aber schon hindurchgegangen und so glaubte man, dass es doch sicher sei. Auch Anto war absolut sorglos, als er damals mit dem Traktor Brennholz aus dem Wald schaffen wollte und auf eine Panzermine fuhr. Als dieser Rauch dann weg war, hatte ich nach meinen Beinen geschaut. Ich hatte noch beide. Das linke war in Ordnung, aber das rechte konnte ich zwischen den geborstenen Traktorteilen nicht mehr erkennen. Antos Glück, die Hauptwucht der Detonation schrammte nur knapp an seinem Bein vorbei. Das war ein offener Bruch, die äußere Arterie war durchtrennt. Das Bein musste operiert werden und ich bekam für 4 Monate eine Schiene. Dabei war lange Zeit nicht klar, ob das Bein am Ende nicht doch noch amputiert werden müsste. Am Ende aber konnte Anto das Krankenhaus verlassen, mit Krücken und auf 2 Beinen. Seit dem Tag des Unglücks hat sich das Leben von Anto und seiner Frau Jela entscheidend verändert. Denn schlagartig wurde ihnen bewusst, dass sie an einem extrem gefährlichen Ort leben. Sie, wie auch ihre 3 Kinder. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie es an dem Tag war, für mich und meine Kinder. Sie waren eben aus der Schule gekommen und ich hatte ihnen das Mittagessen serviert. Auf einmal zitterten alle Fenster im Haus und ich wusste, dass er noch im Wald ist. Ich wusste auch, dass er es war, der auf eine Mine getreten ist. Als ob mir das jemand gesagt hätte. Aber als ich dann noch gehört habe, dass er es war, der den Unfall hatte, da war ich unter Schock. Die Landschaft entlang der Save an der bosnisch-kroatischen Grenze. Auch heute noch, 23 Jahre nach Kriegsende, sind hier zahlreiche der ehemals heftig umkämpften Gebiete regelrecht minenverseucht. Eine ungeheure Gefahr für alle und alles, was hier lebt. Menschen wie Tiere, denn Minen töten wahllos. Hier, nahe der Stadt Brčko, sind es Spezialisten der bosnischen Armee, die versuchen, ein inzwischen verwildertes Waldstück zentimeterweise von Minen und anderen verborgenen Sprengkörpern zu reinigen. Ein lebensgefährlicher Job. Denn je älter die Minen oder auch Sprengfallen, desto unberechenbarer werden sie. Hier sind die Hinterlassenschaften des Krieges besonders zahlreich und nur die wenigsten wurden damals beim Verlegen mittels sogenannter Minenprotokolle registriert. Weil alle Kriegsparteien, Bosnier, Serben und Kroaten, erbittert um diesen Landstrich kämpften und ihn in kurzen Abständen wechselseitig eroberten bzw. wieder verloren, ist die Minensituation völlig unübersichtlich. So konnten unmittelbar nach Kriegsende zuerst auch nur die nach Plan verlegten Minenfelder entschärft werden. Die unbekannten und unregistrierten Restbestände aber blieben im Verborgenen. Denn viele derjenigen, die damals Minen verlegt hatten, wurden selbst Opfer des Krieges. So weiß bis heute wirklich niemand genau, wo überall im Land sonst noch die tödliche Gefahr lauert. In Bosnien-Herzegowina war die Minenlage nach Kriegsende katastrophal. Wir hatten damals im Monat durchschnittlich 50 Minenopfer. Über 4000 Quadratkilometer waren vermint. Alleine hier haben wir eine Fläche von 57.000 Quadratmetern zu untersuchen. Unterstützt werden die Minensucher durch dieses schwere Gerät, das Minen großflächiger aufspüren und unmittelbar zur Detonation bringen soll. Allerdings kann diese Maschine nicht in Wäldern, sondern nur in offeneren Flächen eingesetzt werden. Und selbst dann müssen hier die Minensucher nochmal durch, allein um sicherzustellen, dass auch alle ausgegrabenen Sprengkörper ausnahmslos explodiert sind. Die Beinprothese passt eher schlecht als recht, die Adis seit nunmehr 12 Jahren tragen muss. Hier am Ufer des Bosna-Flusses hat damals eine Mine seinen Bruder getötet, einen anderen schwer verletzt und auch sein Leben zerstört. Dabei waren sie schon als Kinder unzählige Male hier gewesen, wie viele andere auch. Wir wussten nicht, dass es hier Minen gab. Davor haben wir hier im Fluss gebadet, gefischt, am Fluss gegrillt und Partys gemacht. Das war hier alles auch schön eingerichtet, nicht so zugewachsen wie jetzt.
Erst allmählich lernte Adis, mit seinem Schicksal zurechtzukommen. Als ich mein Bein verlor, glaubte ich, dass ich nichts mehr wert bin. Besser sterben, als mich weiter so zu quälen, dachte ich am Anfang. Die Beinprothese drückt mich. Aber es ist besser, als auf Krücken zu laufen und einer müsste mir ständig helfen. Ich bin lieber selbstständig. Regelmäßig besucht Adis das Grab seines Bruders. Die Erinnerungen an die schrecklichen Ereignisse von damals wollen einfach nicht weichen. Das Trauma des Unglücks verfolgt Adis bis heute. Mein Bruder ist damals noch in der gleichen Nacht gestorben. Die Mine hat ihm beide Beine abgerissen. Ibrahim Muslia, nur einer von vielen 100 Minentoten nach dem Krieg allein in Bosnien-Herzegowina. Dabei zerfetzen Minen nicht nur Körper, sondern auch Seelen. Er fehlt mir sehr. Diese Leere im Herzen wird sich nie wieder füllen lassen. Und auch die Hoffnung, dass Bosnien-Herzegowina bis zum Jahr 2019 minenfrei ist, sie hat sich längst zerschlagen. Es könnte noch Jahrzehnte dauern, bis die Menschen in diesem malerisch schönen Land befreit sind von der allgegenwärtigen Angst vor dem unsichtbaren Tod.